Die Globalisierung als Schlüssel der weltweiten US-Dominanz. Meine Damen und Herren, unter Globalisierung versteht man im Allgemeinen eine internationale Verflechtung in unterschiedlichsten Bereichen, um vordergründig Frieden und Ausgewogenheit in der Welt voranzutreiben. Kritische Stimmen definieren die Globalisierung hingegen als den Versuch, eine Weltregierung unter US-Herrschaft aufzurichten. Letztere Definition wird oft als Verschwörungstheorie verunglimpft, allerdings zu Unrecht, wie diese Sendung aufzeigen soll. Jemand, der mit dieser Thematik bestens vertraut sein dürfte, ist Thomas P. M. Barnett, ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Militärgeostratege. Anfang 2000 wurde Barnett von der angesehenen Wall-Street-Firma Cantor Fitzgerald eingeladen, um ein Forschungsprojekt zur weltweiten Umsetzung der globalen Wirtschaftsordnung zu leiten. Wissenschaftler, führende Militärs, gewichtige Vertreter der Wall Street und von Thinktanks, also Denkfabriken, sollten daran teilnehmen. In dem im Jahr 2004 erschienenen Buch The Pentagon's New Map, zu Deutsch des Pentagons neue Landkarte, schrieb Barnett, dass das Ergebnis dieses Projektes, ich zitiere, eine Reihe von zukunftsweisenden Kriegsspielen sein würde. Nur wenige Tage nach den Anschlägen des 11. September 2001 erfolgte Barnetts Versetzung ins Pentagon als Berater für Strategiefragen in das Büro von Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Gemäß dem deutschen Historiker und Publizisten Richard Melisch, der sich intensiv mit Barnett und seinen Büchern auseinandergesetzt hat, soll Barnett in alle Entscheidungsprozesse der höchsten Geheimhaltungsstufe des Pentagons eingeweiht sein. Einen Namen als führender Geostratege erlangte Barnett mit seiner geopolitischen Theorie der sogenannten Core, zu Deutsch Kern, und Gap, zu Deutsch Lückenländer. Core-Länder sind diejenigen, die global funktionieren und vernetzt sind. Zu ihnen gehören laut Barnett unter anderem Nordamerika, Europa, Japan und Australien. Damals im Jahr 2004 war auch noch Russland aufgezählt. Gap-Länder sind diejenigen, die der Globalisierung Widerstand leisten. Zu den Gap-Ländern gehören Regierungen, die die Förderung und den Abbau ihrer Rohstoffe im Namen des Volkes verstaatlichen, so Barnett. Darunter seien südamerikanische, afrikanische und asiatische Länder. Der Schlüssel zu den geostrategischen Ideen Barnetts ist der, dass die Vereinigten Staaten vermeintliche Sicherheit in diese Lückenländer exportieren. Die Lückenländer, also Gap-Länder, sollen sich auf diesem Weg mit dem funktionierenden Kern, also den Core-Ländern, verbinden. Auch so Barnett, wenn dies bedeutet, dass man in den Lückenländern Kriege auslösen muss. Barnett machte nie einen Hehl daraus, was er unter Globalisierung versteht. Die USA als multinationale Staatenunion sei der Leuchtturm der Globalisierung. Wir zitieren Barnett aus seinem Buch The Pentagon's New Map. Schließlich ist Amerika das einzige Land der Welt, dem bei seiner Gründung mit voller Absicht die Ideale des Fortschritts in Richtung auf die eine globale Welt eingehaucht und mitgegeben wurden. Wir sind die personifizierte Vernetzung. Die Globalisierung ist Amerikas Geschenk an die Welt. Dieses Erbe zu leugnen, hieße die treibende Rolle unseres Landes als Führungsmacht der Welt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu leugnen. Oder vereinfacht gesagt, wie es der US-Politikwissenschaftler und ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger ausdrückte. Globalisierung ist nur ein anderes Wort für US-Herrschaft. Laut Barnett seien bereits seit 1870 Erfolge einer ersten Globalisierung erreicht worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1945 hätten die USA die Errichtung einer neuen globalen Weltordnung beschlossen und schritten deshalb zur Umsetzung der Globalisierungsphase 2. Barnett-Kenner Richard Melisch versteht darunter Folgendes, was alles kurz nach 1945 stattfand. Die grundlegende Umorganisierung der US-Regierung. Die Gründung des US-Auslandsgeheimdienstes CIA im Jahr 1947. Die Schaffung einer ganzen Reihe internationaler Organisationen wie der Vereinten Nationen, die UNO, des
Internationalen Währungsfonds IWF, der Weltbank, der Weltgesundheitsorganisation WHO und anderen mehr. Und die Einführung neuer ökonomischer Spielregeln wie dem GATT, einem internationalen Zoll- und Handelsabkommen, und dem Abkommen von Bretton Woods zur Kontrolle westlicher Währungen, sowie das Schmieden neuer Militärallianzen wie der NATO. Sie sehen, meine Damen und Herren, wie die US-amerikanische Federführung in der ganzen Globalisierungsgeschichte kaum zu leugnen ist. Was global als Sicherheit, Friede und Ausgewogenheit verkauft wird, erweist sich in Wirklichkeit als heimtückischer Plan, die US-Alleinherrschaft auf diesem Planeten zu verwirklichen. Sehen Sie in einer noch diese Woche folgenden Sendung mit dem Titel „Die Flüchtlingsströme in die EU sind eine US-Globalisierungsstrategie", wie eine weitere Strategie Barnets in die Tat umgesetzt wird. Auf Wiedersehen.